Man wird gelobt und mal geschimpft, alles gehört dazu. Gut. Gesagt ist, wir sind hier wieder zu Gast bei einem Menschen, der mich seit vielen Jahren bewegt und begleitet. Nicht nur, weil er mein Landrat ist, sondern auch, weil er mein Bürgermeister war und weil er vor allem ein total sympathischer Mensch ist. Und deswegen sitzen wir heute zusammen. Also neben mir der Landrat vom einer der wirtschaftsstärksten Landkreise Deutschlands, Robert Niedergesitz. Danke, dass du den Spaß mit uns hier mitmachst und ein bisschen angesagt ist mit mir machst. Gerne, ich freue mich drauf, lieber Werner. Meine erste Frage ist dann auch gleich, seit wie vielen Jahren bist du Landrat? Im Mai werden es exakt 7 Jahre. 7 Jahre. Ja. Okay, das ist ja auch schon eine lange Zeit. Hat sich in diesen 7 Jahren viel verändert im Landkreis für dich? Ja, natürlich. Wir haben einen starken Landkreis auch stärker gemacht in vielen Bereichen. Klimaschutz, in der Bildung. Wir sind, wie gesagt, in diesen 6 Jahren jetzt bundesweit zweimal wirtschaftsstärkste Region in Deutschland gewesen. Wir bauen die Digitalisierung aus, haben einen engen Draht zu den Betrieben und Unternehmen im Landkreis entwickelt, kümmern uns um Themen, die die Menschen bewegen, wie bezahlbarer Wohnraum. Wir bauen als Landkreis in einer eigenen Gesellschaft Wohnungen. Wir bauen den öffentlichen Personennahverkehr aus. Unsere Kreisklinik ist Themenfeld ist ein sehr breites und es macht viel Spaß und da geht was voran. Ja, also ich fühle mich auch wohl hier in unserem Landkreis, also unsere ganze Familie, und finde deinen Job, was du gemacht hast bis dato, sehr gut, will aber wissen, warum du es gemacht hast. Und das ist der Grund, warum ich heute auch mit dir zusammensitze. Wann bist du denn in die Politik oder wann hast du denn gemerkt, dass du politisches Interesse hast? So. Eine Stufe davor, als Kind, als junger Jugendlicher, hatte ich einen ganz anderen Berufswunsch, da wollte ich Pfarrer werden. Oh. Und ich war dann bei uns in der Kirche in Baltham auch ein ganz engagierter Ministrant und hatte eine große Karriere in der Kirche geplant. Dann kam ich in die Pubertät und habe dann mal auch so mich mit dem Thema Zölibat beschäftigt und mit der eigenen Lebens- und Familienplanung. Und dann habe ich dann doch festgestellt, das ist dann wohl nicht mein Beruf. Und mit einer Pause von 2, 3 Jahren habe ich dann auch mein politisches Interesse festgestellt, obwohl mein Elternhaus gar kein politisches Elternhaus war, Politik kein großes Thema, habe ich mich als 16-, 17-Jähriger mit den Themen befasst. Damals war schon die erste Phase der Politikverdrossenheit, die Barschel-Affäre, mit der sich viele Menschen von der Politik abgewendet haben. Dann habe ich mir das System angeschaut und habe mir gedacht, naja, meckern kann man immer, aber man kann auch was machen, man kann sich aktiv einbringen und habe mir dann unter den Parteien, die es damals gab, die CSU ausgesucht. Das war die Partei, die mir am nächsten lag. Mit 17 Jahren bin ich hier beigetreten, bin dann auch noch in die Junge Union gegangen. Der Mann unserer heutigen Europaabgeordneten, Angelika Niebler, war damals JU-Ortsvorsitzender. Der hat gesagt, komm auch in die JU. Ich habe gesagt, bevor mich der nervt, die 12 D-Mark Jahresbeitrag zahle ich auch noch. Ja, und habe dann viele nette Menschen dort kennengelernt, engagierte Menschen und war dann JU-Ortsvorsitzender, habe 96 für den Gemeinderat kandidiert und habe immer schon gesagt, wenn Politik, dann Kommunalpolitik. Also dieses, was ich vorher sagte mit dem Pfarrer, das für andere Menschen da sein, schauen, dass eine Gemeinschaft funktioniert, Sorgen, Probleme, Nöte, Anliegen aufnehmen, sich darum kümmern. Das ist so meine Philosophie, deswegen passt es zu diesem Ursprung ganz gut. Dann war ich 12 Jahre Bürgermeister und dann stand die Landratswahl an und dann habe ich mich für dieses Amt beworben. Ich habe früher gesagt, Bürgermeister von Vaterstetten ist das schönste Amt auf der Welt. Jetzt sage ich aus 100%iger Begeisterung, Landrat des Landkreises Ebersberg ist das schönste Amt auf der Welt. Und das wünsche ich jedem, dass er über das, was er tut, sagen kann, das ist das Schönste, was es gibt. Weil wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann kann es auch was werden. Super, das war jetzt ein schneller Überblick über deinen politischen Werdegang. Aber ich glaube, da hängt ja noch viel mehr hinten dran. Wenn du jetzt, ich sage mal, du hast dich jetzt mit 17 entschieden, politisch aktiv zu werden, hast du eben geschaut, hast du wirklich geschaut, welche Parteien für dich interessant sind? Also bei mir ist es ja schon fast vererbt sozusagen. Hat das nie so eine Erbrolle gespielt? Also hast du wirklich auseinandergesetzt, hast du, was macht die SPD und was macht die Grünen, gab es ja damals? Schon auch. Schon auch. Ja, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt. Ich war erblich schon auch in gewisser Weise sozusagen vorbelastet, weil mein Vater, meine Eltern schon auch dieser Partei sehr zugetan waren und ihr zugestimmt haben.
Aber ich habe mir schon angeschaut, welche Partei hat nach dem Zweiten Weltkrieg welche Entscheidungen für Deutschland, für Europa mitgetragen, welche Entscheidungen haben uns vorangebracht und kam dann schon auch in dieser inhaltlichen Auseinandersetzung dann zu dem Ergebnis, jawohl, die CSU ist jetzt für mich persönlich die richtige Partei. Sie macht natürlich wie jede andere Partei oder wie jede Familie, wie jeder Verein auch nicht alles richtig, aber unterm Strich hat sie Bayern und Deutschland gut vorangebracht und das war dann auch für mich die Triebfeder. Politik muss auch Spaß machen, insofern ist es auch wichtig, dass man dort auch Menschen kennenlernt, mit denen man gern gemeinsam dann auch Politik umsetzt, vor Ort gemeinsam Projekte umsetzt, anpackt. Also das Menschliche spielt schon auch eine Rolle. Und das muss Freude machen. Also Politik mit einer grimmigen Miene und nur gegen irgendetwas, denke ich mal, hat keine guten Erfolgsaussichten, sondern das positive Voranbringen mit Menschen gestalten. Und die Grundlagen waren gegeben. Und wenn du jetzt als junger Spund sozusagen in eine Altherrenriege, die ja damals auf jeden Fall, glaube ich, noch war, oder mehr war als wie heute, wenn du da als junger Spund so reinkommst und sagst, oh, und jetzt will ich Gemeinderatmitglied werden oder Bürgermeister sogar, sagen da alle, ja, mal super, endlich kommt der 20-Jährige und sagt uns, wo es lang geht, oder? Also dort, wo ich begonnen habe, mich zu engagieren, in meiner Heimatgemeinde in Vaterstetten, da hatten wir eine starke Truppe an jungen Menschen, die sich eingebracht haben, die sich auch in der CSU engagiert haben, die dort auch gern gesehen waren. Es war immer schon ein gutes Miteinander der Generationen, die Erfahrung der Älteren, aber auch, sage ich mal, die Kraft und die Innovation der jungen Menschen. Das war immer schon ein gutes Miteinander. Und das war mir jetzt auch in den letzten 3 Jahrzehnten in der Politik immer wichtig, dass man Jugend und Erfahrung zusammenbringt. Ja, immer nur auf Jugend setzen, nur auf Erfahrung setzen. Die Mischung macht es aus. Das stimmt, das ist perfekt. Aber haben die anderen dich jetzt auch in dieser Mischung dann gesehen? Also gab es da interne, also deine erste Bürgermeisterkandidatur, waren dann sofort alle Feuer und Flamme und gesagt, ja, dich schickt mir vor? Ja, ich habe mich schon entsprechend positiv eingebracht und ich verstehe es, mit Menschen umzugehen, das ist mir wichtig. Mit möglichst allen Menschen auch was Positives voranbringen zu können. Ich bin ja damals angetreten 2001 als Herausforderer des amtierenden Bürgermeisters, der 12 Jahre im Amt war, wo die große Mehrheit auch sicher war, der wird es noch ein weiteres Mal. Manche haben mir empfohlen, warte noch mal 6 Jahre, dann geht er in den Ruhestand, das ist dann leichter. Das war aber nicht meine Motivation. Ich wollte in dieser Lebensphase kandidieren und wollte mich bewerben. Und wir haben auch damals einen sehr spannenden Wahlkampf geführt und am Ende auch mit 57% den ersten Wahlgang gewonnen. Da waren dann schon viele überrascht, die mir das vielleicht vorher so nicht zugetraut hätten. Aber wenn man von etwas überzeugt ist, dann kann es funktionieren. Ja, sieht man. Also toll. Also dein Engagement finde ich fantastisch. Jetzt bist du dann Bürgermeister gewesen. Wie alt warst du da? Die Wahl war mein 30. Geburtstag. 30. Geburtstag, das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ja. Super. Jetzt warst du Bürgermeister. Was ist eigentlich der Job eines Bürgermeisters? Fährst du dann nur mit einem 7er BMW durch die Gegend? Ich weiß, dass es nicht so ist, aber ist das viel repräsentieren oder ist das wirklich hands-on? Also muss man da wirklich ran an die Buletten? Ja, es ist eine breite Mischung, egal ob Bürgermeister, jetzt Vaterstetten ist ja eine relativ große Gemeinde mit mittlerweile 23.000 Einwohnern gut. Das ist schon ein Managementjob. Man hat dort Verantwortung für 170 Mitarbeiter im Rathaus, die für die Gemeinde arbeiten. Die muss man managen, für die ist man verantwortlich. Man muss den Laden organisieren, man muss ihn im Griff haben, man muss Entscheidungen treffen, in welche Richtung gehen wir, was wollen wir voranbringen, was ist wichtig, man muss differenzieren. Das heißt, es ist eine Managementaufgabe, man muss auch einen Gemeinderat leiten, Sitzungen leiten, Sitzungen koordinieren, vorbereiten, nachbereiten, Beschlüsse umsetzen. Und man ist viel in der Gemeinde unterwegs, man trifft sich mit den Menschen aller Generationen, man geht in die Kindertagesstätten, in die Schulen, in die Altenpflegeheime, zu Vereinen, zu Organisationen, man bespricht sich mit Wirtschaftsvertretern, wenn man auch in seinem Gewerbegebiet möchte, dass sich Wirtschaft entsprechend weiterentwickeln kann. Man muss die Gemeinde konzeptionell voranbringen und natürlich gehört auch das Repräsentative dazu, eben am Abend, am Wochenende
eigentlich 7 Tage die Woche eben auch die Gemeinde repräsentieren, nach innen bei all den Institutionen und Organisationen, die ich ansprach, aber auch nach außen im Dialog mit den Nachbarbürgermeistern, im Bayerischen Gemeindetag. Man muss die Interessen der Gemeinde in verschiedenen Institutionen vertreten. Also das ist eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe. Kein Tag ist wie der andere und jeder Tag bringt Überraschungen mit sich. Es wird nie langweilig und es ist kein reiner Bürojob. Das wäre auch nicht das meine. Man ist viel mit Menschen zusammen. Man geht aus dem Rathaus raus und wird angesprochen auf Dinge, die gut laufen, die nicht gut laufen. Man wird gelobt und mal geschimpft. Alles gehört dazu. Wie Kritik und Schimpfen, wie verarbeitest du sowas? Also es ist ja oft wahrscheinlich nicht nur eine normale Kritik, die du kriegst, sondern natürlich auch mal zwischendurch mal vielleicht ein bisschen derber das Schimpfen ausfällt. Kannst du damit umgehen? Ist das Alltag oder sagst du... Das gehört dazu. Wer sich auf die politische Bühne begibt, der muss mit Gegenwind, der muss mit Kritik rechnen. Das ist die politische Auseinandersetzung mit anderen politischen Parteien, mit Menschen, die andere Gedanken haben, die Probleme haben, die je nach Lebenslage und nach Generation eben auch unterschiedliche Themen haben, die sie bewegen. Also der Kritik nicht aushält, nicht erträgt, der darf natürlich nicht in die Politik gehen. Der sollte sich eine andere Profession suchen, wo es da etwas ruhiger, harmonischer, entspannter zugeht. Aber das gehört zum Leben dazu und an Politik kann man sich ja auch weiterentwickeln, an Kritik kann man sich weiterentwickeln. Politik und Kritik gehört zusammen. Das heißt also auch, wenn alle in einem Raum die gleiche Meinung haben, kommt selten was Neues dabei raus, sondern Mitbürgerinitiativen, die gerade gegen oder für etwas sind, da kann man ja gemeinsam Positionen entwickeln, Kompromisse erarbeiten, Lösungen suchen, die tragfähig sind. Also die Kritik gehört einfach dazu. Manchmal ist sie sachlich, manchmal ist sie emotional, manchmal auch derb. Ich vertrage das sehr gut. Ich habe so eine innere Grenze, ich lasse vieles an mich heran. Aber so, dass ich nachts nicht schlafen kann, das kommt so alle 6 Jahre mal vor, wenn der Wahltag ansteht. Da wird man sicherlich dann naturgemäß, das gehört dazu, auch ein Stück weit nervös. Aber ansonsten kann ich gut damit umgehen. Und es ist ja eine gute Mischung. Man bekommt kritische Rückmeldungen, die einem auch weiterhelfen. Man kann manchmal Kritik auch fachlich, sachlich entgegnen und auch aufklären. Und dann, und das ist das Schöne auch, gibt es auch Menschen, die einen loben, die auch dankbar sind für das, was man tut. Und diese Mischung ist wie, wenn man in den Himmel schaut, mal scheint die Sonne, mal die Wolken. Die Mischung macht es aus. Perfekt. Wie lange warst du dann Bürgermeister? Ich war 12 Jahre und ein paar Monate Bürgermeister und dann kam eben die Wahl hier in Ebersberg, wurde ein neuer Landrat gewählt. Ich habe mich beworben und von einem Tag auf den anderen kam natürlich dann der Amtswechsel vom 30. April auf den 1. Mai 2013. 2013. Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her sozusagen. Wir stehen jetzt auch alsbald wieder vor einer neuen Entscheidung. Aber diese 7 Jahre, fühlt sich das anders an als wie Bürgermeister, wenn man jetzt Landrat ist? Also ist der Job im Prinzip das gleiche, nur eine Nummer größer, oder ist es ein anderer Job? Es ist von der Mischung, die ich vorher beschrieben habe, nahezu identisch. Natürlich ist, sage ich mal, die Region eine größere. Es ist nicht eine Gemeinde, sondern es sind 21 Gemeinden in unserem Fall, für die man zuständig ist. Es sind nicht 23.000 Bürger, sondern mittlerweile hier im Landkreis, wir wachsen ja sehr stark, 145.000 Menschen, die bei uns leben, jedes Jahr 2.000 Menschen mehr. Man hat auch andere Zuständigkeiten, die Kreisklinik gehört jetzt dazu, andere Themen in der Bildung, man hat 10 Schulen, die man zu betreuen hat. Das heißt, die Verantwortung wächst natürlich und die Themen wechseln ein wenig, aber im Grunde ist es ähnlich. Bürgermeister sind Partner des Landkreises und der Landkreis ist Partner seiner Gemeinden und damit der Bürgermeister. Und es ist schon einmal spannend, nach 12 Jahren dann auch den Fokus ein wenig zu verändern, zu erweitern und sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Aber auch die macht mir sehr viel Spaß, weil eben auch im Landkreis man sehr viel bewegen kann. Und das treibt einen natürlich an.
Wie viel Gehör hat denn eigentlich ein Landrat also im Landtag sozusagen, also bei im Land sozusagen? Ja, das ist natürlich, wenn man sich vor Augen führt, wir haben in Bayern gut 2000 Kommunen, Städte, Gemeinden und wir haben in Bayern 71 Landkreise. Da kommt man natürlich auch mit einem Landkreis im Rücken in Bayern sehr gut an die bayerische Staatsregierung. Die bayerische Staatsregierung, unser Ministerpräsident, die Minister legen sehr viel Wert auf die Meinung der Landräte. Sie führen regelmäßig mit uns Gespräche und wollen auch wissen, wie ist die Meinung, wie ist die Stimmung an der Basis. Umgekehrt ist es ja uns auch ein Anliegen, die Basis, sage ich mal, und die Meinung, die dort vorherrscht, auch an die Staatsregierung heranzutragen. Wir haben schwere Diskussionen, zum Teil Landwirtschaft und Naturschutz, Themen, die die Menschen bewegen, die Landwirtschaft bewegen. Da ist der Staatsregierung wichtig zu wissen, wie denken die Menschen vor Ort. Das heißt also, wir haben da einen sehr guten Zugang. Die bayerische Staatsregierung ist ein wichtiger Partner der Kommunen in Bayern und der Landkreise. Und wir arbeiten partnerschaftlich zusammen und ringen immer um die besten Lösungen. Also insofern ist der Kontakt da ein sehr guter. Du bist ja ein guter Netzwerker, du hast ja auch vorhin gesagt, du kannst gut mit Menschen umgehen. Ist das dann auch nützlich oder ist das eher alles sehr sachlich bezogen? Oder geht es? Also ich habe dich ja vorletzte Woche, glaube ich, mit der Dorothee Beer ja auch gesehen. Das war ja alles sehr freundschaftlich, sehr menschlich. Ja. Menschelt es dann auch im Landtag? Ja, natürlich. Wenn der Markus da sitzt? Ja, zum einen haben wir auch natürlich engagierte Abgeordnete, die unsere Interessen im Landtag, im Bundestag, auch im Europaparlament vertreten. Natürlich menschelt es und man spricht da mal ein paar Sätze privat. Das ist auch wichtig und ja, wir haben einen guten Draht zur bayerischen Staatsregierung und wir tauschen uns aus. Wir werden gehört, wir werden ernst genommen und dieses Netzwerk ist wichtig, allein auch wenn ich mir den MVV anschaue. Ich bin der Sprecher der 8 MVV-Landkreise. Es gibt 3 Gesellschafter im MVV, die 8 Landkreise, die ich vertreten darf, den Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München. Und wir netzwerken da sehr gut, auch parteiübergreifend mit dem Freistaat, mit der Staatsregierung und schauen, wie wir diesen MVV stärker machen, wie wir die S-Bahn stabiler machen, wie wir öffentlichen Personalverkehr attraktiver machen, wie wir auch gemeinsam in der Region bezahlbaren Wohnraum schaffen können. Das geht nur gemeinsam, das geht nur miteinander und da spielt die Parteizugehörigkeit erfreulicherweise nicht einmal die wichtigste Rolle. Super. In deiner Zeit als Bürgermeister und Landrat, gab es irgendwie eine Krisensituation, wo du sagtest, boah, das möchte ich eigentlich nie wieder haben? Hast du so eine richtige Krise mal erlebt? Naja, es gibt schon immer wieder Herausforderungen, die einen herausfordern. Es liegt in dem Wort begründet und wo man am Anfang natürlich nicht in allen Facetten weiß, wie man die Situation am besten löst, wo man auch Krisenmanagement betreiben muss, wo man sich eng abstimmt. Das war natürlich in den letzten Jahren zuvorderst die Flüchtlingskrise, die uns massiv herausgefordert hat, nicht nur als Landratsamt, sondern als Gesellschaft. Insgesamt, wir hatten Wochen, wo wir bis zu 70 Flüchtlinge pro Woche unterbringen mussten, mitunter dann in Schulturnhallen. Das war mit Sicherheit die schwierigste Phase, die ich dort hier in diesem Amt auch zu stemmen hatte, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern, mit den Gemeinden. Ja, daran, sage ich mal, kann man sich weiterentwickeln, dann sammelt man Erfahrungen. Es gibt da keinen fertigen Plan in der Schublade, aber das war mit Sicherheit die größte Herausforderung der letzten Jahre, die wir zu meistern hatten. Und dann in die andere Richtung gefragt natürlich. Kannst du dich an 1 oder 2 Situationen erinnern, die besonders lustig oder schön waren, wo du sagst, nein, deswegen mache ich es eigentlich? Ja, die gibt es natürlich auch, so besondere Momente. Letztes Jahr der Besuch von Prinz Charles und Camilla in Gut Hermannsdorf war sicherlich ein ganz besonderer Tag meiner Amtszeit. Da gibt es viele Anlässe, auch jetzt nicht nur mit Hoheiten wie diesen, sondern
auch, und das ist, glaube ich, dass es mich trägt mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, mit Menschen, die im Landkreis leben, die einem ihr Leben erzählen mit Sonnenseiten und Schattenseiten, denen man helfen kann. Das ist eigentlich das, was mich auch immer wieder beflügelt, wenn Menschen auf mich zugehen und sich auch mal bedanken für das, was man getan hat, dass man ihnen geholfen hat in ihrer persönlichen Situation. Es ist so eine Triebfeder, die mich auch immer wieder, sage ich mal, voranbringt und stärkt das, was ich tue. Unterm Strich wohl so verkehrt nicht ist. Na, super. Und die Familie zieht da mit? Ich kann mir mal vorstellen, dass du ja von morgens 6, 7 oder was weiß ich, wann auch immer aktiv wirst und wenn ich dich dann oft sehe oder mitkriege, dass du um 22, 23 Uhr noch irgendwie das letzte Bierfassel irgendwo anschlagen musst, jetzt mal polemisch ausgedrückt, du siehst ja deine Familie nicht. Wie geht die damit um? Oder wie machst du ihr das Leben schöner? Ja, das ist eine spannende Frage. Da solltest du auch mal meine Frau dazu befragen. Wir haben 3 Kinder und die sind 15, 11 und 4 Jahre alt. Das heißt also, zu Hause geht es rund mit all den sage ich mal, Zusammenhängen, die Kinder in diesen Lebensjahren haben. Und natürlich bin ich jemand, der nicht viel zu Hause ist. Meine Frau hat mich kennengelernt, da war ich ein Jahr Bürgermeister. Es ist schon immer ein Spannungsfeld, dass man das auch in die Balance bringt, das Privatleben auch nicht so sehr hintanzustellen. Das ist natürlich in einer Phase wie der jetzigen, wo man im Wahlkampf steht, besonders schwierig. Also mehr Zeit zu Hause bei den Kindern, bei der Familie wäre schon wünschenswert, auch notwendig. Jetzt nach den Wahlen wird es hoffentlich wieder ein wenig entspannter und ich freue mich auf dann gemeinsame Urlaube, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden und insofern ist das, wenn man so sagen möchte, sicherlich auch dann die Kehrseite einer politischen Karriere, dass einem natürlich für Familienfreizeit nicht so viel Zeit bleibt. Und was machst du, um deine persönlichen Energiereserven wieder aufzutanken? Hast du da irgendwelche Rituale, die du täglich machst? Du, was weiß ich, den Sonnengruß jeden Morgen? Oder gibt es da irgendeinen Tipp, wo du sagst, mit viel Stress, so gehe ich damit um? Ich versuche mit diesem Stress irgendwie spielerisch umzugehen. Wenn es die Zeit erlaubt, gehe ich gerne in den Wald zum Joggen, nehme die Hunde mit, höre dabei Musik, kann dabei entspannen. Es gibt auch schöne Anlässe in meinem beruflichen Leben, bei Vereinsfesten, wo man die bayerische Lebensart genießen kann, wo ich mich auch so innerlich zurücklehne und sage, das ist jetzt auch ein besonderer Moment, den ich als Mensch genieße, nicht nur als Politiker oder Landrat. Das sind natürlich die Urlaube mit der Familie, das sind auch Begegnungen mit Freunden, ein Besuch in der Allianz Arena bei einem Heimspiel des FC Bayern, kleinere Ausflüge mit der Familie. Also ich fühle mich so im Inneren im Lot und insofern bin ich entspannt und das gibt, wie gesagt, dann wieder Rückenwind. Perfekt, super. Ja, danke dir. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wir schauen jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft. Also entweder bist du Ministerpräsident von Bayern, was ich jetzt nicht glaube, oder? Na. Das glaube ich auch nicht. Kein Zwang dazu. Nee, aber wenn du jetzt so 20 Jahre in die Zukunft und so schaust zurück, was möchtest du dann sehen? Oder was ist so dein Blick, wo du sagst, das hätte ich gerne noch gestaltet, das hätte ich gerne gemacht und das ist so mein großes Ziel. Naja, man wird eigentlich nie fertig, wenn man sich beruflich engagiert, dass man sagt, so jetzt ist alles erledigt, jetzt hör mal auf, jetzt ist das Werk vollbracht, sondern es geht ja immer wieder weiter, die großen und die kleinen Herausforderungen, die man hat. Jetzt zum Beispiel in den nächsten Jahren wollen wir ein weiteres Gymnasium bauen im nördlichen Landkreis in Poing. Wir bauen im südlichen Landkreis ein Berufsschulzentrum, das erste seiner Art im Landkreis Ebersberg, auch mit einem starken Fokus auf Digitalisierung. Es soll ein digitaler Leuchtturm werden, die erste Berufsschule mit einem digitalen Fachzweig. Sind wir stolz darauf. Das sind Projekte, die man natürlich auch abarbeiten möchte und
Wenn ich jetzt durch meine Heimatgemeinde fahre und sehe, was in den 12 Jahren realisiert werden konnte, als ich Bürgermeister war, dann macht mich das schon auch stolz zu sehen, da hast du mitgewirkt, da hast du mitgeholfen, das hast du mit angestoßen und umgesetzt. Ja, und so möchte ich das so in 20 Jahren rückblickend natürlich auch im Landkreis sehen können, dass das, was ich eingebracht habe an Zeit und Engagement und Erfahrung, dass das wirkt für die Menschen vor Ort. Die Kindertagesstätte, in die glückliche Kinder und Eltern gehen, die Schulen mit zufriedenen Schülern, die Einrichtungen wie die Kreisklinik, die sich gut entwickelt, die Buslinien, die den ÖPNV stärken sollen, eine bessere S-Bahn, die die Menschen stabil von A nach B bringt. Ja, und wenn ich dann zufrieden zurückblicken kann, was wir alles gemeinsam erreicht haben, mir ist wichtig, meine Zeit, sage ich mal, sachlich konzentriert auf den Punkt, auf das Projekt einzubringen, mich nicht mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen zu müssen. Wir haben ein sehr gutes politisches Miteinander im Landkreis Ebersberg, in der eigenen Partei, aber auch parteiübergreifend. Und wenn diese Grundlage gegeben ist, dann kriegt man gemeinsam einiges gestemmt. Insofern bin ich zuversichtlich, dass es uns auch in Zukunft noch gelingen wird. Perfekt, super. Ich danke dir, ich wünsche dir ein glückliches Händchen für deine ganze Laufzeit, dass viele dieser Projekte auch wirklich stattfinden. Ich denke mal, wir als Bürger müssen da auch mithelfen. Glaube ich jetzt auch mal. Meine Hilfe biete ich immer wieder gerne an. Im Kleinen natürlich nur. Und wünsche dir eine möglichst lange Karriere als Landrat und was auch immer. Herzlichen Dank, dass du mich besucht hast im Landratsamt. Das Gespräch hat mir Spaß gemacht. Super, das ist doch das Wichtigste. Ja. Denn es ist auch gesagt. Genau. Danke dir. Danke.